Ekjran! Ekjranen geef niet op, als wanneer waar. Ekjran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom tot het programma Ekjran. Dankzij dat u van de eigen schuld hebt, dat u hier bent. Op YouTube en aan radio, wo immer u ons heerst. En ook welkom, Ewald Driedger. Dankzij dat u deze aanloring waargenomen hebt hier te zijn. Het eerste mal voor die in mijn Ekjran-programma. So, du bist mein Kleincousin oder Kleinvater, wo immer wie das sei, war. Welkom hier. Dankeschön. See. So, du wirst uns von dir eine interessante Geschichte vertellen von einem großen Schepp. Und, aber wir waren noch bei der Schepp irgendwann gekommen, wo du ein Stück mitgefahren bist. Wo kannst du uns die Geschichte anfangen zu vertellen? Wo kriegst du diesen Raub nach diesem Schepp zu kommen? Ja, da wir so, wir thuis ook in Arbeit, als een goede arbeider verzorgt, veel te doen en veel handen te krijgen om ook verwaarts te komen im leven. Maar in 2015, ik voelde dat ik een soort onderd doen zal. En voor mij werd het zo dat ik in een jaar moest entscheiden wat voor het nächste jaar te doen weer. Dan vangen we op met een vriend aan intensief dafür te beden. Dat was in maand juni. En voor te beden wat de Herr zien willen weer voor mijn leven voor het nächste jaar. So, wo ging het dan wieder? Wat wir dann, wat de Herr dann junt ablehnt, oder wat vernoemst u dan? Ja, da wir kriegen die Monat, wo ein anderer Freund, wat nicht von des, onze tijd en bede wist, zu mir von Logos Hope redet. Er sagt, wieso nimmst du nicht mal Zeit in Jesus für eine Zeit lang eine Mission? Und das war für mich zuerst einmal so ein Gedanke, was ich schon kasse gaf. Ich dachte so, ich in Mission gehen, dat bin mir nicht viel. Aber an der Weg fängt an mit einem groß zu werden in mein Hart. Und ich fühle, dat wir ein Wunsch, was der Herr in mein Hart lädt, das zu tun. So, wo kommst du dann ab das Chat ab? Kannst du bloß die anmelden, du hinfahren, oder was passiert das Ganze? Ja, so, dat wir ein ganzer Prozess. Und das geht über ein ganzes Jahr. Von diesem Monat Juni 2015, wo ich das weiß, war ich dabei war. Ja. So, ich muss erstmal ein Test machen in Englisch. So, ich fange an, gut Englisch zu lernen, dass ich dort kenne. Und dann ging ich noch in eine Missionsschule für 3 Monate. Und dann noch, dann war ich der Anwalt von Schepp, dass ich kann kommen. Und dann kaufte ich mein Ticket. Und dann ging mein Flug erst nach Europa, wo wir uns alle taub wurden am Schepp gingen. Mit meiner Gruppe traf wir uns taub. Und von dort flogen wir nach Ghana, Westafrika, wo unsere Arbeit dann ab dem Schepp anfängt. Zie, dat wordt een grote dag geweest. En wenn du al so lange hast gewollt und die du reingemerkt hast, und wenn du dann das schmacke Schepp gesehen warst, so, aber als du dann ankommst, in Ghana, du in Afrika angekommen wirst, nu al weit in de Welt rumgereist wirst, du hörst, dass du auf das Schepp abkommst, was wird deine erste Arbeit auf dem Schepp? Ja, ich bin noch niemals am Schepp gewesen, aber dann komme ich den ersten Tag am Schepp ab. Und nicht bloß nur um dort zu sein, um dort zu bleiben und um dort zu arbeiten. So war uns alle eingeteilt in der Arbeit. Und meine Arbeit war ein Deckdepartment. Die Arbeit besteht daran, dass wir das Schepp pflegen tun, schieren, frisch vorwärmen, dass das Geschmack lässt. Auch für die Sicherheit auf das ganze Schepp zu sorgen. Und dann noch, dat wir dat Schepp aanbrengen. Wanneer het Schepp im Hoven aankomt, dan zijn er zo wat bedaartig personen, wat hingen en ook verder en ook boven, taub dat Schepp aanbrengen. Dat is een grote Schepp.
So, wie haben dann nu een beetje hier zo wat du das en du eine Hals dat Schepp en schierst du en Banks dat Schepp an en weet niet wat alles. Dat hielt sich alles interessant. Aber was sieht das uit? Hat sie dort steht, wo du schlopen kannst? Was sagt deine Weg da uit? Ja, meine Weg, da wir so 5 Tage arbeiten. Die wurde und dann ein von diesen Tagen, da wo dann der Samstag sind, wird wir deine. Also alle, was wir am Schepp top arbeitet, wird wir auch einen Tag in den Weg rausgehen. Vielleicht wird wir ein Programm in der Schule bringen. Oder wir würden ein Hospital besuchen. Oder vielleicht wir das am Park eins abnehmen. Aber wir würden eins tun, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Damit wir mit Menschen können, entweder deren unhören oder die vielleicht uns. Wir können mit denen was mitteilen. Und dann wird er am 7. Tag dann? Und ein Tag wird dann Ruhetag. Und wir müssen zum Montag. Wenn es ein Sonntag wir von der, wir fragen für uns den Tag, wo dann viel los wäre, wenn es die Menschen alle frei zum Schepp zu kommen, dann wird es ein trockener Tag. Du redest von, dass die Menschen durch einen Schepp kommen, also die kommen Menschen auf den Schepp, auf verschiedenste Menschen. Ja, also der Schepp, ihre Mission ist, Menschen weiter zu bringen durch Beker. Durch Beker. So, auf dem Schepp sind es eine große Livrerie, eine Bibliothek, wo Menschen können Beker, 5000 verschiedene Beker typen. Also der Schepp hat 5000 verschiedene Beker-Titel. In Duronia sind dann viele christliche Beker, besonders Kinderbibel, Bibel für allen. Dort auch in verschiedene Sprachen. So, du siehst erst, das erste Jahr hat sie da durch die Arbeit, das Schepp in der Haule und so eine Sache zu tun. Aber was sind noch andere Arbeitsarten, was du am Schepp gibst? Ja, alle, was am Schepp kommen, waren eingeteilt in verschiedenste Bereiche. Wenn jeder einer, der am Schepp arbeitet, ist freiwillig. Freiwillige Arbeit. So, ich wir durch für im Deckdepartement und dann hast du noch eine Gruppe, die wir bei der Maschinerie, die sich anzuarbeiten und arbeitet durch. Dann wir eine andere Gruppe, die rannte die ganze Bäckerei, der Bäckerstuhl und alles, wo alle die Besucher alle Tag näher kommen. Und dann wird noch die 4. Gruppe, die arbeitet in der Kirche und wir möchten dort eten, rein am Durchschnitt, heute am Schepp 500 Menschen jeder Mahlzeit. Wow. So, das möchten dort rein. Und die 5. Gruppe wird die Gruppe, die du putzen dort. Und wir nennen den immer den schönen Namen, wie sie der Engel. Wenn es die sagen, der Pferde, der Schepp fängt rein. Alles, was jedes möchte der rein. Okay, lindo. Und so, und wie viel arbeiten wir da alle top noch einmal, sagst du? Ja, ab dem Schepp, alle top, was wir da wohnen und was wir da arbeiten, in der Schepp rande, wie 400 Menschen. Und diese 400 Menschen kommen aus 60 verschiedenen Ländern. Aber können alle top eine Sprache auch? Und wir reden alle top eine Sprache Englisch. Das muss ihnen alle lernen, die wir das nicht können. Exaktamente. So, gleich so, also alle werden am Schepp haben, die lernen Englisch. Und alle diese Menschen, die die taub haben, das die glauben alle an einen den selben Gott. Das ist gleich sehr wichtig, wenn man sich so viele verschiedene Menschen verstehen können, wenn die nicht einen dasselbe Ziel und einen denselben Gott haben. So, was wird das Ziel von der Schepp erreicht? Wenn Wort ist das da? Okay, so sagt seht, von der Bäckerstuhl. So, das ist ein Ziel. Mit dem Schepp, wenn wir Bäcker oder weiter nach den verschiedenen Ländern, wo wir haben bringen, und wo können wir dort besser tun, ist das Bäcker. So, dann können die Menschen sich zum Bier kaufen oder einzeln kriegen und können sich lernen durch. Ja, das gibt beides. Das gibt eine große Auswahl Bäcker, die sich kaufen können. Und dann wird wieder noch einmal eine Auswahl Bäcker, die sich bloß können mitnehmen. Und das zweite Ziel ist auch, Menschen zu helfen. So, als ich sehe, wir gehen raus und wollen den Menschen helfen. Dadurch, weil wir einfach als gute Christen eine Hand geben zu unserem Nächsten, wo der Not ist. Und das dritte Ziel, und für uns ist
de mensen Hoffnung te brengen. Voor alle die wat we am Schepp zijn, is de Hoffnung Jesus Christus. Dan waar we dat de mensen dat in ons zijn. Sí, lindo. So, hast du mal eine interessante Geschichte, was du da am Schepp belebt hast? Ja, ik heb mucho Geschichten. So, ich kann noch einen Tag vertellen. Okay. Aber als wir in Haiti kommen, da wir für uns in ganz besonderer Hove, wenn in das Hove wir dort in der Stadt, wo das nicht sehr sicher für uns wir so vom Hove ut, da wir nicht rütgehen am Land bloß so an Salz, wenn so viel Kriminalität wird, viel Gewalt wird da in das Land passiert. So, in dieser Zeit, wie ich bei der vom Schepp verantwortlich, wo ich dann abpassen deed, omdat er nicht bis eins wäre, ohne gefragt wird, abgehen, Schepp von Bütte. Und als ich da abpassen deed, leer ich einen Mann kennen, der arbeitet im Schepp, was er passiert ans wieder. Ein kleines, einfaches Schepp, und in das Mann halt Robert. So, wenn ich da sowieso sagen muss, kommt er alle Tag vorbei und wie vertellen und er vertelt mir von seinem Leben und so ich früh haben, es heute Christus kennt. Ja, ich kennt Christus und dann brauche ich mich, so er den kleinen Neuen Testament, braucht mir das. So, aber mit einem Vertalen warte ich an, dass mir kommt so viel, heute kann ich lesen. Aber ich will das nicht geben. Aber da wir mir gedacht, dass ich lesen kann oder nicht. So habe ich was Aufteil in der Bibel gelesen und ich los dann. Und dort gehen wir, wo der Herr dessen Onkel braucht. Der braucht seine Familie am Schepp, der braucht andere Freunde, was er will haben, dass der ans Zeugnis hier soll, braucht er einen Schepp. So wie braucht er nicht mal rücken am anderen Mensch zu reden, der braucht er näher an uns. Und was ganz besonders ist, durch Arm kommt auch sehen wird, wisst ihr, warte an mit eins Wort wieder deute. Der wie kaum am Schepp ja was, aber den letzten Tag kommt Robert nach mir und sagt, sehen wird, weil mir seine. So, das Schepp wir bin Taumrach oder ähnlich, gleich mal, dass die Menschen noch können abkommen oder was immer. Aber ja, ich ging mit einem mit. Und dann, wir sehen da an der Stufe, der wir mit sich selbst. Sie wissen nicht, was er wieder tun soll. Wenn es viele Entscheidungen, die er getroffen hat, hat er ihm seine eng getrieben. Und das sind da wieder, wo ich dem Wirt kann erklären, was Jesus Christus für uns getan hat. Wow. Der wir Frau detaillieren und will unbedingt eine Bibel haben. Sí. So, wir gehen an die Bibel und der nimmt die mit viel Freude an und wir führen wieder. Sí, das ist sehr interessant. Und ich glaube, wir würden noch viel vertellen können von der Schepp und viel interessante Geschichten hier kennen. Weil unsere Zeit jetzt haben wir so bei sich denken, kannst du zu lassen mal sagen, was du gelernt hast in dieser Zeit, wo du wirst? Einmal ich habe gelernt, wie wichtig das ist, dass wir uns nicht zu schuld sind, unsere Zone, unsere Stadt rüberzugehen, wo wir uns trüssig fühlen. Dafür habe ich wirklich Angst. Aber der Herr kann das brücken. Und das ganz besonders möchte ich mitgeben. Wir glauben wirklich, wir müssen große Gaben haben. Oder wir müssen sehr gut verstehen zu reden oder zu predigen. Aber was der Herr braucht, ist wirklich bloß, dass wir durchgehen gehen. So dass wir mal gehen. Wenn wir einmal nicht weiter, wo das uitrennen wird. Oder wo das kriegt, was ankommen. Aber der Herr wird durch uns reden. Sí. Und ganz besonders hat mich selbst viel besser kennengelernt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir besser verstehen, auch mit uns umzugehen. Und der Herr sehnt uns dabei. Okay, Linda. Freut mich sehr, Ewald, mit dir zu vertellen über das. Und ich hoffe, ihr habt das auch interessiert. Und ihr habt auch Mut gemerkt, auch für Jesus zu arbeiten und andere Hoffnung zu bringen. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.